Good morning. Ik freue mich hier van jou waar met je in top te zijn. Even mijn ik manchmal een beetje flatteren dan. Maar dat is oké. Zoals je weet, in de latere tijd hebben we van Offenbarung gehad en dat is wat we van jou nog weer willen. De Buch Offenbarung, ik weet niet waar we dat alle verstaan hebben, of waar we dat alle hebben aangekijkt over de jaren. Some van ons hebben mal dat gelezen en hebben angst gehad over al dat wat er komen is. En de nächste, die fängt de Freudigkeit erbij, wat de Offenbarungen erbij te zijn. En verschieden hebben we er vielleicht aangekijkt. Van der daar ik dat, ik geloof dat 8e Mal al van dat wat gaan. En dus zo zijn veel dingen wat ik probably nog niet alle verstaan kan, of ik weet dat ik niet kan. En wo de tijd en dat alle aan te delen, dat raak wat zijn, dat is mij niet ganz klar. Maar ik zei daarna, heb ik een deel dingen ervan leren. Dat gerecht wat aangegeven is, de strofen, wat immer dat alles is, dat is dat er geschreven staat, ik heb, we kennen de raam. Aber modern waren wir im Glauben leben dann. So, der erste Kapitel, das ist, wo Jesus sich offenbaren hat, wo Jesus, wir können sagen, in der Weihnachtsgeschichte, in der Weihnachtszeit, er kommt nach ihr und merkt sich bekannt bei ihr, dass ein Rara geboren ist und dass hier bei ihr was sein. Kapitel 2 und 3, das ist die Kirchzeit, wo wir nu leben, wo wir das verstehen. Und dann Kapitel 4 und 5, das wo Johannes im Himmel gehoben wird und wo er durch den Gottesdienst besitzt und wo er die Erfahrung durchhat. Und dann Kapitel 6 und 7 und 8, ich glaube, wenn die alle von denen so busig bei dem gehen, wegen 6 und 7. Das ist, was Johannes sein wird, als er durch wir, wat ab ihr verstrufen abkommt, für die, was nicht glauben da. Wenn wir das mit so nehmen, als das da abgeschrieben ist, dann wollen die Gläubigen, was an Jesus glauben, wollen dann probably auch nicht durch sein, wann das alle passieren wird. Da sind die Schreiber sich auch nicht alle einig. Some sagen, das wird Luther sein, und some sagen, was nicht sein. Aber das wird fertig. Jesus wird kommen, dit wat passieren, wat we van das erste Kapitel wieder lesen wollen. Ich kann nicht sagen, dass ich nicht klar habe, dass das eine oder das andere. Ich weiß nicht, dass das so sehr wichtig ist. Yes, es wird gut sein, wenn wir mit alle weiten können, aber wenn es so ist, dass geschrieben ist, können wir das plötzlich alle Krieg überein verstehen. Und so dann, wenn das so steht ist, dann sage ich immer, das ist nicht das Wichtigste, dass wir die Details aller Krieg können weiten. Aber was wichtig ist, dass wir eine Gemeinschaft mit dem Herrn haben. Und dann aber auch, wenn wir die Lane kicken wollen, von denen, wo schwierig das abgeiert wird wollen, für die, die nicht sind, mit Jesus mitgefahren, da können wir uns eine Compassion geben, dass wir mehr Zeit spenden würden, mehr uns anstrengen, die Menschen, die wir sein, die nicht im Glauben sind, zu halten, dass sie werden können, geraten werden, dass wir wenigstens das andere dort zu tun. Das ist gerade ein bisschen, wo ich da noch kicken da, wenn ich das alle eben kicken da. Aber von der an, weil wir uns nicht kicken, Wort verstrufen, ab ihr kommen, und das sind, ich glaube, 3 mal 7, was da angegeben sind, und dann ein, das hat Johannes nicht sollt abschreiben. Das redet noch von 1 mal 7, und da sagt, dass Johannes, der dürfte nicht durchschreiben. Rampenbeet. So, wir werden uns mal anfangen zu lesen in das 6. Kapitel, der 1. Vers. Das von den 7 Segels. Viermal hat wir von, wo Johannes, der kickte to, dass wir, der auf dem Thron saßen, der hat ein Buch. Und keiner wir gefangen, um das aufmerken, aber das Lamm kein. Und so, nu ist das, wo der Lamm das Buch genommen hat und die Segels anfangen aufzumerken.
des Ziels. In Vers 1 sagt er, dann sag ich, dat het lam een van de 7 zeils opmerkt en ik hier een van de 4 tieren als met een stem zo als dat Gewitter zijn kan. So, dat een zeil weer opgemerkt en andere weer zegt dat op het eerste woord kom. Wohan, dan zijn we wohan te wem die dit gezegd heeft. Zegt het, en ik zag voor mij een witte piet. En de boven zat had een bergen en aan wordt een kroon gegeven. En hij rijdt gewennenloos mij aan te nemen. So wat we hier zijn, had een kroon wordt aangereikt, maar wat de had een bergen in de hand. So te wat brücken ze een bergen, dat weten we dat als hem wezen dat ik had gemaakt. Ik dacht aan, wanneer we irgendwo vorhin down, hier begehen wir dort nicht so viel, aber Paraguay oder Bolivia, da wird uns manchmal irgendwo ab Gas, oder am Highway, abgeholt und der Mann wird das down die Hand nicht mehr die Bären in der Hand, aber die Hand entscheidig in der Hand. En andere weer dat als een maag te wezen van wenig respect worden, dat is wat ze met haben te brücken, wens zij zijn even ons. Dat is wat het hier van reden. Te hebben een bel in de hand, aan wordt een kroon gegeven, dat hij als die wordt geëerd te ver, wat de maag even ons aan, en dan zegt het is gewennend losgereden, mij aan te nemen, als dat nu goed is of niet. Maar wanneer het zegt hier gewennend aan te nemen, dat verstaan we hier zo dat dat als voor zichzelf. En dat is een part van de stroef wat God op je komen laat. Na de derde vers, hier zegt het ware, de tweede zeil wordt opgemerkt en dan wordt ware gezegd, kom. En dan weer dat rode piet, vers 4. En dan kwam een 4 rode piet uit en den die boven zat, wordt dat gegeven den vrede van de eer te nemen en dat mensen zich uren aan de dood merken worden en aan wordt een grote zwaard gegeven. So, hier zit dat al een beetje gruwelijk, maar wat we hier zijn, dat aan wordt dat gegeven den vrede van de eer te nemen. Dat is veel slimmer als dat eerste piet wat er kwam, wat er aannemen wil. Maar hier zegt het den vrede van de eer te nemen. En wat deed dat, wanneer niet vrede is, dan is zang. En wanneer dat zang is te erg wordt, dan weten we dan dat kan zeer schwierig worden. Maar het zegt hier, dan wordt dat je geeft, dat rode piet had de macht den vrede van de eer te nemen. Zolang als Jezus zijn vrede aan ons is en we dat vasthouden, dan hebben we vrede, want ram ons ook alles weg is. Dat is een andere part waar ik aan denk, dat Jezus zijn vrede dan probably ook niet wat ram zijn, want dat tweede piet wat komt, dat rode piet wat door zijn. En dat zegt hij dan aan woord dat je geeft, dat hij kan den vrede van de eerd wegnemen. Geen vrede, bloos schwierigheid, oneinigheid en wat alles dat wat met zich brengt. Dan gaan we even naar de derde zeil. Vers 5 zegt het, en als hij dat derde zeil opmerkt, hier echt dat derde tier zijn kan. Waar dat tier zijn kan. We gaan kijkt en zag voor mij een zwarte piet. En die de boven zat, had een wegschool aan de hand. Te wat? Een wegschool. Vers 6. En ik hier onder de 4 tieren eine stem zijn, wat voor een dag eten merken, voor een dauerslang. Een jaars voor 3 dagen eten merken, voor een dauerslang. Aber wien en al dat geen schulden aan. So, dit is klaar wat de dieren tijd geven. Wo alles wat zij dier worden. Wanneer het hier zegt, wat voor een dag, voor een dauerslang, dat meint, we schaffen een ganze dag, zodat we een maaltijd hebben. Dat we ons zo eten kunnen voor een dag. En zo, dat wordt dan zeer schwer zijn.
Das wat het sagt, wat er bij ihr wat komt. En dan het vierde Seil, du redet van Lieden en Dood ab bij ihr. En je wordt gaan veel meer Einzelheiten abholen en dit, aber ik weet gleich als ich die Einzelheiten aller Krieg verstehe, und wenn wir uns aber durch bloß nennlotende Wort kann, ne diere Tiet alles mit sich bringen, oder Wort kann es aller Tipp tragen, dann weit wir so viel, dass wir wollen nicht alles haben, was uns jankern wird, oder alles haben, was wir von der haben, wenn es das Wort nicht schaffen, das Wort nicht, das Wort aller zu dir sein, wir wollen nicht erfordern können. Und der vierde Segel wird aufgemerkt in Vers 7, als dat Lamm dat vierde Seil opmerkt, hier dat vierde Tier sein kann. Wara, wohan? En kijkt en sagt ein Piet bloß aus den Doden. En de boven zat heit dood, en dat dodendrek kwam am heran, en am wordt kracht gegeven dat vierde poort op de eer dood te merken. Durch wat? Durch Schwert, durch Hunger, dood, willen hier. Op 5 verschiedene wegen. Wenn wir uns hier so ein bisschen anlassen, dann, wie viel Begrafnisse würde es dann sollen geben, das wird nicht schaffen. Dort weit wir. So viele Begrafnisse kann nicht gemerkt werden, dann wird das auf irgendeine andere Weise getan werden. Vierde Port, dann weit wir von 5 Menschen, wird einer Weg sein. Dat wordt vielleicht op de ganze Welt zijn, op eine Stadt, daar hebben we keine Klarheit von. Aber mein 2 Billionen Menschen werden dann weg sein. Aber wir lassen uns all vorher, dass der erste Seil, dass du würden vielleicht nicht so viel zu Tod kommen, aber du wir gewinnen, losreden zum Annehmen, wer nicht horchen wird, wird probably du all nicht mehr durchkommen. Der zweite, da sagt, dass der Friede wird wahrgenommen worden, dass Menschen wollen sich in einen anderen Tod merken. Und du waren all in Schaufmenschen wahrgekommen. Und dann bei der Hungersnot, wer weiß, als dass du alle waren durchmerken, es kann gut sein, dass du auch viele Menschen nicht mehr wollen, das durchbühen. Und dann hier sagt es besonders, durch Schwert, wenn es nicht Friede ist, durch Hunger, wenn es die Dieretiet ist, das war nicht mehr alles erfordern kann. Durch Krankheiten, Tod, was zu sein, und wilde Tier. Als die uns das Eten verdorben waren, oder als die uns persönlich waren ankommen, dass wir davon gestorben oder dort gemerkt waren, da weiß ich nicht. Wir wollen uns ein Ding klar haben, dass wenn wir für den Herrn leben, dann sind wir nicht hier, wenn das alles passieren wird. Aber sind wir okay mit den Menschen, die dran uns leben, was wir sein können, was nicht für den Herrn leben? Jeft uns dort in Drief, dass wir nur kicken wollen, dass wir wollen tun, was wir können, und dass wir können geraten wollen. Und dann gehen wir in Vers 9, sagt es, als das 5. Seil aufmerkt, sah ich mir den Altar der Seilen, der wen dat Gottes Wort und wen Erzeugnis, dat sie gehört haben, wären dort gemerkt worden. Und die schreien mit luide Stimmen sehen, Herr, du Heilige, wahrhaftig, wo lang wird das noch dienen, was du rechten und rach even warst, und die auf die Erde wohnen, der ans Blut vergoten haben. En dan wordt jeder ein wittet Kleid gegeben und gesagt, sie sollen noch im Bett länger ruhig bleiben, bat ihre Mitarbeiter und Brüder, die so als sie auch würden durchgemerkt worden, auch würden dabei sein. Das 5. Seil. Hier sehen wir, dass du wären viele, sagt es bei Gott sein Thron. Und die schreien nur Gott und sagen, lass du das Menschen noch immer bloß Tag ab diese Ehe. Das du dir nicht mehr, dass der uns allerhand durchgemerkt und so ist das bei ihr umgehen mit anderen Menschen, Rach eben, Gewalt eben, was immer, das du dir nicht mehr. Was ist Gott seine Antwort? Wach nach dem Bett länger. Du sind noch mehr Menschen, die wollen für mich Zeugen ab ihr. Die wollen das Zeugnis von Jesus Christus wiedergeben.
En die waren dat ook niet vertrouwen kunnen, die waren dat ook dood meer. En wanneer die is ook hier zijn, daar, aber nog nee, ziet je duldig. Aber dan krijgen die door een witte kleid als een teken dat zij zijn gereinigd, zij zijn rein, zij hebben gewonnen, zij zijn door, maar ze zouden bloos nog een beetje duldig zijn. God weet de tijd, wie weten niet. En dan, wanneer we ons ten laten doen, wat dat kosten kan. En zo'n tijd is dit te zijn, vielleicht sogar ohne den Heiligen Geist hier auf dieser Erde, ohne den Beistand von Jesus, wenn es der wird hier wahrgenommen sein, dann wird das eine ganz andere Begebung sein, ein ganz anderes sich verholen, als von der, dass wir wissen, dass Jesus mit seinem Geist uns abfällt, er steht uns bei, er trägt uns, er helpt uns, und wir verlassen uns, vertrauen uns ganz auf ihn, wenn dort nicht was sein würde, das viel schwerer sein. Und dann nur das sechste Seil in Vers 12. Als hij dat sechste Seil opmerkt, kijkt hij en zag er weer een grote aardbeben. Bloß meer stroef, meer raag even. Maar niet raag even, meer stroefen voor de Angläubigen. Warnungen für, dass sie kicken sollen, dass du ein Gott ist, der alles regieren wird. Sagt du, wie ein großes Erdbeben. Dann sagt er, die Sonne wird schwarz aus Sachseich von Kassenhoher. Und der Vollmond wird blau-rot. Tekens, was da abkommen waren. Erst ein großes Erdbeben. 13. Vers. In der Himmel Sterns am Himmel, fallen auf die Erde. So aus die Greine Feen vom Feenbaum fallen, wann der von einem starken Wind geschädigt war. Dann verschwang der Himmel, als wann eine Papierroll abgerollt wird. Und alle Bäume und Inseln schädigten von einer Stadt nur der andere. Dann verstärken alle Kennigs ab die Erde. In grote, rijke, leidende, gewoltje, skloven en vrije, zich in hallingen en retsen in de boy. Weens zo als dat zich alle bewegen deed. De eerd scherrat, de boy schäderen. Alles is nicht mehr sicher. Dan zegt dat de mensen die versterken zich. Dan zegt het weer alle. Grote, rijke, leidende mannen, gewoltje, die wat skloven zijn, die wat vrij zijn. Dat allem includen. En dat zegt dat die waren zich versterkt. Voor wen? Vers 16. En ze raubten de boeien en steinen, valt op ons en versterkt ons. Voor wen? Van de ogen van dem, der op den troon zit, en van den lamzienen ogen. Hier is een andere uitsaai waarom ik geloof dat Jezus niet meer wat hier zijn wens. Want zo heb je nog helemaal gezien dat het lam een oor had. Maar hier zijn we van den lam zijn oor wens, die niet meer hier op de eer is, die waargenomen is en de gift dort, wat hij geleerd heeft voor die wat niet aan blijven willen. Aber das sagt, der raubende Boy zu mir bedanken. Wenn sie sagen, hier ist was mehr als das, was wir hier bei ihr tun, hier ist mehr, hier ist der Rechter, der Rach eben der für das, was ich nicht gehört habe. Und dann in Vers 17, weil es der große Tag Rach eben ist gekommen, und wer kann bestehen? Wer kann bestehen? Einzig die an Jesus Christus zijn. En die vertrouwen en geloven op Jesus Christus zijn. Dat zijn de einzigen die bestaan kunnen. En in deze tijd, probably, maken ze dat met het vlees en bloed. Dan, dit nu hebben we het zesde zeel bekeken wat opgemerkt wordt. Als Johannes de kijkt wat op jeden abgegoten worden, op jeden strofen wat op jeden abgekomen. En dan changed the topic. En ik weet niet exact van der veel wel van zijn, dat is het 7e kapitel. Weens we komen Luther in het 14e kapitel, waar maar hetzelfde een. Maar een best is hier beschreven wat ons Luther kan helpen, dat we weten wat
wer dort ist oder was. Aber zeigt hier, die 144.000 verseelt an den Stier, oder die 144.000, was Gott sich getekent hat, und wir mal bechecken, wer dort sind. Kapitel 7, Vers 1 sagt, aus det ever wir, sag ich, ein Feier Weltrichtungen, Feier Engelstunden, die hielten den Wind von allen Feierrichtungen drei, dass die nicht über die Erde und über das Meer oder über irgendeinen Baum blosen würde. Und ich sah einen anderen Engel von Sonnenabgang für den Tag kommen, der hat den lebenden Gott sein Seel an sich. Okay, das wäre ein Zeichen, was von Gott gekommen wäre. Und der schrie mit lauter Stimme, nur der Feierengel, dann, den du wir Kraft gegeben worden, der Erde, dort mehr Schuden. Die Erde und dort mehr Schuden zu tun. Wahre Schuden. Mehr Schuden. Wir haben das Seel zu verschiedenen Schuden würden abkommen, und hier redet wahre von dort. Und dann in der dritten Vers, und seht, dort die Erde und dort mehr und der Baum kein Schuden an, bat wir unseren Gott seine Deine an Stieren getekent haben. Okay, das strufte wir durch, aber dann sagt er, der haltet ab, wachen wir, dus noch klein wird Arbeit fair dort, der Struf wat abkommt. Und er sagt, tekent meine Deine. Und dann sagt er, wohne das erst, die 144.000, sagt dann hier der Soul, wofür du wären getekent worden, und dort wären 144.000 von allen Stammen Israel, die mit Gott seinen Seel wären getekent worden. So, we alle kennen dat we manchmal jas aan der haben, und they würden probably proclaim dat zij wären von de 144.000 dat soll wir all fallen, aber zij würden wen danach somehow Jehovah sein, das ist uns bekannt. Die eine Frau, was wir so eine Lieder dort würden kennen, Frauen, als sie Juden wären oder nicht. Und wenn sie dann würden sagen, nee, dann würden wir klar haben, dass sie wären nicht von den 144.000. Wenn ich das sage, hier nur in den nächsten Versen, sei klar von, wo die 144.000 herkommen und dass das von dem Volk Israel ist. Das sagt das von von Juda 12.000, Ruben 12.000, und so steht jetzt, dass der Rede allein bei Benjamin, aus jeder Stamm wären 12.000 von denen, die wären getekent worden. So, was dann mit all den anderen, werden wir wieder lesen. In Vers 9 sagt es, aus det ever wir, sage ich von allen Rassen, Volksstamm, Sprachen und Menschen eine Herde, die keiner teilen kann. Vor den Thron bietet Lamm und witte Kleider stonen mit Palmaster in der Hand. So, diese 144.000, wir wollten nicht, das nicht sagen, Einzelheiten beschreiben, was Arbeit gemacht ist, aber sehr gut möglich, wie es sagt, dass diese wären getekent und die wären von dem Volk Israel und das wären Gott seine. Mit den lebenden Gott sind getekent worden. Da kann Gott sein, dass diese sind, das wird wiedergebracht in Hand, durch nur sagen, dass mehr Menschen würden geraten worden, und dort wird diese große Herde von herkommen. Dort haben wir dort non-checken. Aber das sagt, dass es eine anteilbare Soul, wo viele worden sind. Und das sagt, dass die sind mit witte Kleider angetragen, das meint, die Hand diesen Kampf gewonnen, sie sind auch bei Gott, für Gott seinen Thron. Und dann in Vers 10 sagt es, und die schrien mit lauter Stimme, unsere Radung kämpft von unserem Gott, der auf den Thron sitzt, in von das Lamm. Dort, wo unsere Radung herkommt. Dort, wo wir an die geglaubt haben. Und dort ist, wo wir hier nu für Gott kennt sind. Als das nu sind, diese 144.000 haben Zeug verehrt. Oder als das nu erst, dass die ganze Zeit, was wir nu leben, dann, und von Jesus vertalen und Menschen brauchen, die Radung klar zu merken. Als das von da sind, das sagt das hier nicht klar.
aber das sagt, dass die Hand gewonnen, und das sind sehr viel. Vers 11 sagt er, denn alle Engel stünden an den Thron und am der Ältestas und am der Feiertieren. Sie schmeiten sich durch mit den Kopf ab die Erden, beten Gott an. Und sehen, Amen. Segen, Herrlichkeit, Weisheit, Dank und Ehr und Kraft und Gewalt und Gehiert unseren Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wie viel wird es uns unsere Radung? Nu an gedacht an diese Segeln, was wir aufgemerkt haben, was Jesus tut mir an der, was in der Buch geschrieben wird, die hören sich nicht sehr schein an uns Fleisch gedacht. Die hören sich schrecklich. Angst wird, wenn wir an dort denken, dass wir an dort sollen werden leben. Aber wenn wir an denken, dann wer ist uns Radar? Von der an können wir für Jesus leben. Wir können uns Leben hingeben für ihn. Und wenn diese schwere Zeiten werden kommen, und das kann sein, dass die wollen noch some von das beleben, wenn es vielleicht nicht auf diese Mut, was das hier beschrieben wird, aber das kann, dass die wollen noch einer von denen sein, was some von das wollen durchgehen. Was das uns, merkt uns das Angst, oder können wir auch mit dieser großen Herde stehen und anfangen an zu denken, all die Segnungen, was ich vom Herrn habe, all die Herrlichkeit, was ich Glauben hat zu sein gekriegt, all die Weisheit, was Gott mir gegeben hat, und anfangen dem, was ich zu danken und zu preisen, was der Herr für mich getan hat, dann auf einmal sind die Leiden, die Schwierigkeiten, was wir hier bei ihr begegnen, sehr klein im Vergleich für dort, was Gott für uns getan hat, und wir wollen von Ewigkeit zu Ewigkeit und immer bei unseren Radar sein und weiten dort, du hast die Versicher nicht mehr, was uns dort fortrieten. Dann in Vers 13, und dann antwortet einer von den Ältesten und sagt zu mir, wer sind diese in die witte Kleider und von wo kommen die her? Dann sagt Johannes zu ihm, Herr, dort weißt du, ich weiß nicht. Dann sagt er zu mir, das sind die, die aus der großen Verfallung gekommen sind, die haben ihre Kleider im Blut von dem Lamm klar wit gewaschen. Wer sind dort diese großen Herden? Weil das Älteste, der sagte zu Johannes, das sind die das Zeugnis von Jesus Christus an klar geholt und der große Verfallungen sind nu auch vor Gott in den Thron gekommen. Dort sind die. Wir alle haben Geschichten gelesen und gehört, von wo unsere Voreltern in Russland haben viel durchgemerkt. Schwierige Zeiten. Und dann, wenn wir Geschichten lesen dann von den 1600, 1700 Jahren, wo 1500 und 1600 Dollar, wo so sehr viele Christen wurden dort gemerkt. Wo wen sie an Jesus glauben. Und sie sollen nicht. Sie wollen den Glauben an Jesus wollen das Volk dann ausrotten. Diese stunden vor Gott im Thron und dann am Tag und Nacht und schrien alle Weisheit, alle Kraft und alles gehört Gott. Durch das Lamm Jesus Christus. Dann in Vers 15. Du wen sind, sei vor Gott sein Thron und dein am Tag und Nacht in seinen Tempeln, die auf den Thron sitzen, wo man an wohnen. Und an soll nicht mehr hungern und nicht mehr darsten, und du wird auch nicht mehr die Sonne oder irgendeine andere Herr über ankommen. Willst das Lamm, Jesus Christus, willst das Lamm mitten ab den Thron, wird anwerden in null lebende Wutterqualen leiden, und Gott wird an alle Thronen von den Augen aufwaschen. Tränen, die durch das schwere Leiden sind dahergekommen, das wird han Thronen gekostet, das wird han weitergegeben, das wird sein sehr schwer was. Aber nun sagt er, dass Gott wird alle Thronen aufwaschen, Gott wird mit uns sein, und sie wollen nicht anders kennen, als Gott loben und danken, dass auf Kraft gegeben, dass durchzuholen, wie es nicht können sie in Wahrheit sein, mit ihren Augen sein. Das ist, wo unsere Rettung von kommen wird. Das ist das Lamm, was sich schlachten leid, dass ich hier kann sein. Wenn dort nicht wären, und ich nicht an das Lamm geläuft hat, dann würde ich nicht sein, in diese herrliche Städte angekommen. Dann auf einmal seien sie all das vereint.
was Gott sein Plan wäre und was Gott will von dem Volk. Und sie haben bloß dürfen glauben. Nicht dürfen zu tun, sie dürfen annehmen und das Glauben und fallen für das, was der Herr von uns verlangen wird. Und nu stehen wir hier vor Gott sein Thron, das Lamm ist mit uns und wir loben den Herrn für was er getan hat. So, wenn wir an die Verfallung denken, ja, wir denken an Dinge, was je in unserem Fleisch gehen, die sind nicht möglich. Die sind nicht so, wie das würden gleichen. Aber wir werden niemals dort sehr an denken, was uns Fleisch das kosten wird. Weil wir viel mehr an die Augen um Herrn drehen, der hat es richtig gemerkt, vorher gemerkt, und er wird mir beistehen, whatever das brücken wird, Tim dat ich durchholen will. So, das ist das 7. Kapitel, das inzwischen die 7 Segeln mag. Und dann in das 8. Kapitel, das ist, wo die 7. Segel aufgemerkt wird. Und das ist eigentlich bloß eine Introduction. Eine Bekanntgebung für die nächsten 7 Plauen, was da beirrt werden kann. Wir haben nu 6 verschiedene angekickt und der hielt sich uns nicht gutlich, der Mang zu sein oder das zu beleben, wenn wir an uns Fleisch denken dann. Und so nu kommt dass Jesus das 7. Segel aufmerken wird und dass die, die daran den Thron sind, die sind alle gespannt, was das nu noch sein. Du hast so viel gekommen, was wird das nun noch sein? Wenn wir uns mal lesen in Kapitel 8, Vers 1, dann sagt er, als das Lamm das 7. Segel aufmerkt, wird das im Himmel von ungefähr eine halbe Stunde ganz still. Wir lassen uns vor, dass wir eine Herde vor den Thron, der nicht zu teilen ging, und der lobten Gott und geben ihm alle Ehe und alles, was wir. Aber nu wird das 7. Segel aufgemerkt, nu sind sie alle ganz still. Wohin? Ich probeer een beetje na te denken. En ik weet wel dat ik dat verstaan kan. Er zijn kan. Maar ik merk me dat beeld met zo dat Jezus denkt aan, hij heeft zijn leven gegeven. China braucht du ab mang den Trouble sein, wenn sie da matten sein. Sie würden alle haben können das annehmen, diese Radung, und dürft keiner mang das sein. Und Jesus wird der Thron sein über den Berg geschält und wird das han abgemerkt und wird nicht han können, wird da han gekickt, ab der Papieren abgekickt, Thron werden sein über den Berg geschält. Und er wird nicht lesen. Er wird die Millionen Engel durchfahren, die durch den Thron wären, die werden alle gehorcht haben, was wird das nun sein? Und Jesus wird nicht lesen. Wenn er wird an denken, ich habe meine Radung gerichtet für ihn alle. Und er hat das nicht angenommen. Was kommt nun, wenn wir wieder lesen, Vers 2, wieder ganz still, sagt er, und ich sage, dass die 7 Engel, die vor Gott stunden, 7 Trompeten gegeben werden. Das meint die nächste 7 Strophen, die bei ihr kommen wollen. Die haben vielleicht alle gedacht, dass nu sind all 6 Stück gewesen, nu wird noch eine sein, dann wird es ewig sein. Aber no, das fängt nochmal jetzt die nächsten 7 an. Dann sagt es in der 3. Vers, dann kam ein anderer Engel mit einer goldenen Kamm und stand vor den Opfertisch. Dem wird viel Weihrauch gegeben, mit der Helge ihrer Gebete ab den goldbetrockneten Opfertisch vor den Thron zu opfern. Das Engel, die hat all die Helge ihrer Gebete durch und wird dort vor Gott gebracht. Und sagt, in der Rück von der Weihrauch ging mit der Helge ihrer Gebete taub
den Engel seine Hand nach für Gott. Und dann, Vers 5. Dann nahm der Engel, der kam, und fällte mit Feuer vom Opfertisch und schmeißt dort ab die Erde. Und dann rummelt und kracht dort die Blitzstrahlen in die Erde bebt. So, das wird das 7. Struf. Aber nu werden noch die 7 Trompeten. Und du werden wir uns das nächste Mal von das, da werden wir uns ein bisschen anlassen, was die wollen sein. Aber wenn wir uns dann nicht bloß anlassen, wie viel Struf und wie schwierig das alle was sein, dann können uns alle Angst worden, wenn es das Wort schrecklich sein. Aber wenn wir uns dann anlassen, dass du hast das Radar, der will nicht, dass er in das jämmerliche kommen soll, dann können wir noch viel beleben. Da kann er vielleicht noch, wir können vielleicht noch gleich alle durchleben. Aber das wird uns nicht so schwierig sein, wenn wir haben uns Fokus am Herrn, der uns geraten hat, whatever wir können tun und für ein Zeugnis rückbringen, das wollen wir tun. Kriegen dann, was uns vielleicht das kosten hat. Sicher wird uns das weiter. Sicher wird uns ein Körper nicht schein gehen. Aber, so wie wir hier lesen, der Radung, die wird uns so viel wert sein, wenn wir uns noch mal frisch den 10. Vers lesen in 7. Kapitel. Sagt er, in der Schreie mit lauter Stimme, unsere Radung kommt von unserem Gott, der auf den Thron sitzt und von das Lamm. Vers 12. Und sehen Amen, Segen und Herrlichkeit und Weisheit und Dank in ihr und Kraft und Gewalt in ihr. Unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das gehört Gott. Und dort ist, was wir wollen. Und dort ist, wo wir uns nennen. Dann auf einmal das dort, was ab ihr kommen ist, gleich mal das Wichtigste. Und dann sagt das ein bisschen mir nennen. Und dann dachte ich an, da sind ein Teil Dinge in den letzten 2 Jahren, was sie gechanged haben, und wo viele von uns sich probably verschuldigt haben, wenn wir haben das gehen gerät und sind anmutig gewesen und haben uns ein Doel bringen von dort. Und es steht, dass wir uns gedacht haben, was von einer Radar wir hatten, dass all dort, was auf uns kommt, dass dort erstmal ein kleines Part, was Menschen wollen durchkommen machen, die nicht an Jesus glauben tun. Die waren von einer Blindheit in eine andere angelegt, wenn es das Tier, diese Strophen, der Antichrist, fängt an, mehr und mehr Kraft zu kriegen. Und die waren von einer Distanz in eine andere angelegt. Aber so, wenn wir uns nennen tun, wer uns Radar ist, und dass wir rein sind und lernen, wenn der Herr wird kommen und warten und all die Dinge hier wegholen, dann ist das sehr wenig, was wir in diesen letzten 2 Jahren belebt haben, wenn es viele verschiedene Changes gegeben hat, was uns vielleicht probably nicht so möglich wäre, was wir uns anders gewünscht haben. Ein guter Ding, was von der an, haben sie uns noch nicht aufgesagt, zu beten und an Jesus zu glauben. Aber probably so an 15 und 1600 Jahren, dann wir dort ein großes Denken, da kommt probably noch was durchkommen, dass wir dort auch beleben können. Und so, weil wir nicht in Angst sind, dass uns das treffen wird, aber weil wir uns an Glauben abbühen und uns an freuen an das, was der Herr für uns getan hat, wann einer von denen sein, die wir in unseren Glauben wollen, lieben machen, da werden wir uns befreien. Wenn wir losen uns durch, dass die wollen nicht vergeten wollen, die durchgemerkt wollen, die sind bei Gott im Thron. Und wenn sie Gott fragen und sagt, denkt an, du sind noch mehr Menschen, die würde ich auch wollen haben, dass du mit ihnen top können sein. Die sind von der vielleicht noch nicht gläubig, die sind von der vielleicht noch in ihre Troubles gebunden, aber Gott hat Geduld, er will haben, dass die sollen auch noch daheim kommen. Und so, von der wenn wir uns freuen und im Glauben stark sein und lernen unseren Herrn, dann werden wir auch an denken, da sind noch viele Menschen, die sind noch nicht bei dir. Und wenn wir nicht bloß das Offenbarungsbuch lesen und uns Angst merken für die Strophen und für dort, was alles ab ihr kommen wird, no. Dort kann kommen, das ist okay. Und wenn das ist auch gut. Und wenn du noch mag, irgendwo wollen sein, oder Dinge wollen kommen,
was uns persönlich gerade so schwer fällt, ist da, was hier abschreiben, da werden wir nicht mit einem Kopf raufhängen und sagen, nu ist alles ut. No. Der Rat kommt von Gott und von der Lohn. Und das, wo wir wollen festhalten. All das, was bei ihr kommen wird, das erst kommt durch an, dass die noch nicht an Jesus glauben, die sollen nicht denken. Die sollen das sagen können, dass keiner, was verloren geht, was kann sein, ich habe nicht gewusst. Ich habe es nicht gewusst. Das ist eine Warnungsstimme für die noch nicht glauben. Und so, weil wir uns brauchen, wenn diese Stimme auf ein oder auf andere Weise kommt, dass wir wollen können ein Zeugnis durch sein, ein Zeugen von der Lohn und von Gott. Aber abschließend zum Beten wird passen das. Vater im Himmel, wir danken und preisen dich für dort, wer du bist. Du bist allmächtig, Vater. Du hast Himmel, Erde und Meer und auch uns gemerkt. Und du hast das Lohn gestellt, zum uns raten. Wir wären alle verloren und verbiestert, und das Lohn ist würdig, das Buch aufzumerken. Das Lohn ist würdig, geehrt und gelobt und gedankt und gepriesen zu werden für das, was das getan hat. Vater, Dankeschön für uns Dinge offenbaren, Dankeschön für uns Dinge am Hart leiden. Und Vater, wir beten, dass wir wollen können Segen sein in der Umgebung, dass wir wollen können als lichte Dagen, wo immer wir sind, und dass Menschen wollen können angetroffen werden durch uns Leben. Und Vater, schenkt dass wir diesen Tag wollen können heilig holen, wenn es das ist the Lord's Day. Vater, sehen uns, schenkt dass wir können Segen sein, und so auch, wenn wir in unserer alltäglichen Arbeit sind, durch diese Werk, Vater, beten von jeder einer, stark am Sehen am und ja am Kraft, ein Zeugnis zu sein. In Jesus' Namen. Amen.